Unglaublich, mein Großmami und mein Großpapi. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr heute 50 Jahre verheiratet und immer noch so glücklich zusammen seid? Weißt du, wir kommen aus einer Generation, als man, was kaputt war, noch geflickt hat. Und wir haben viel miteinander geredet. Und waren nicht böse aufeinander, wenn wir verschiedene Meinungen hatten. Wir haben geschaut, dass wir auch Zeiten zu zweit hatten, ohne die Kinder. Und wir haben einander immer wieder gesagt, warum wir uns so lieben. Und das reicht? Ganz wichtig war, dass jeder von uns auch ein Stück weit sein eigenes Leben hatte. Eine Ehe ist ja kein Gefängnis, sondern ein großer Freiraum. Ich bin gerne über alle Berge gewandert, manchmal tagelang. Und ich bin gerne ans Meer verreist. Da konnte ich mich so gut erholen. Mir waren meine Freunde sehr wichtig. Wir diskutierten manchmal nächtelang. Und ich konnte stundenlang durch Kunstausstellungen schlendern. Ui, ja, das war gar nichts für mich. Da ging ich lieber auf den Fußballplatz. 1994 reiste ich sogar an die WM in die USA. Stimmt. Und ich habe damals den ganzen Garten umgebaut, bis du wieder zurück warst. Du siehst, wir hatten auch unser eigenes Leben. Dadurch hatten wir einander auch immer viel zu erzählen. Und wir würden es wieder genauso machen. Das ist eigentlich ein Traumpärchen, das wir hier gesehen haben. 50 Jahre verheiratet und hei, wie es die gut machen. Ist doch wunderschön so etwas. Und wir haben heute den nächsten Schritt, starke Beziehungen. Du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt im 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Ich wünsche mir grundsätzlich für alle, die da sind, für alle, die daheim sind, dass das so eine starke Beziehung darf sein. Wenn du Ehe hast, dass es ähnlich zu und her gehen wie im Film von die10besten.ch. In der Realität sieht es aber oft anders aus. Also das ist so ein bisschen das Paradies, das wir da gesehen haben. Und ich weiss jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Ich wünsche mir mega starke Beziehungen, ganz grundsätzlich auch in dieser Zeit. Vielleicht bist du jetzt da als Teenie oder als Jugendliche und denkst, ja, das Ganze mit dieser Ehe, das ist jetzt noch ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, du kannst mega viel profitieren heute, weil ich glaube, viele von euch, die wollen wissen, verhebt das wirklich? Funktioniert das mit dieser Ehe? Ich habe gerade nachgeschaut, im Jahr 2019 hat es in der Schweiz rund 39'000 Hochzeiten gegeben, also Leute, die Pärchen, die geheiratet haben. Und es hat rund 17'000 Scheidungen gegeben. Leute, die wieder auseinandergegangen sind, Ehen, die zerbrochen sind. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, wenn man beim Flughafen ist zum Beispiel und man geht fliegen, und dann ist da eine Fluggesellschaft und sagt, komm, steig bei uns ein, bei uns praktisch jedes zweite Flugzeug schafft es und kommt im Fall an. Entweder gehst du mit dem Zug, mit dem Auto oder lässt die Reise ganz bleiben. Das ist absolut logisch. Und vielleicht bist du da als Junge und sagst, ich will mal schauen, funktioniert das, hebt das? Irgendwie Realität sieht eigentlich nicht so rosig aus. Wie ist denn das? Was hat es mit dem auf sich? Vielleicht bist du da auch als Single und sagst, ja gut, ich will mal hören, was kann ich heute mitnehmen? Vielleicht als Vorbereitung, um so wirklich ready zu sein, wenn es mal losgeht in einer Beziehung, in einer Partnerschaft. Oder vielleicht bist du auch da als Single und sagst, hey, meine Schwester, die kommt damals zu mir klönen oder erzählen aus ihrer Ehe raus, was kann ich mitnehmen für sie? Wie kann ich sie ermutigen zum Beispiel? Vielleicht bist du ganz frisch verheiratet und siehst alles durch die rosa-rote Brille durch. Das ist auch eine sehr coole Zeit. Und umso spannender ist es, wenn wir gerade in dieser Phase auch das Beziehungs-Know-how bei Gott anzapfen und bei ihm daraus rausnehmen. Vielleicht bist du aber schon lange verheiratet und dir geht es gleich wie dem Pärchen, das wir hier gesehen haben. Das ist wunderschön und alles funktioniert harmonisch und es geht aufs 50-jährige Hochzeitstag zu und so weiter. Dann gibt es einfach vielleicht einen Inspirationspunkt, den du jetzt heute mitnehmen kannst. Einen Anhaltspunkt, um weiter in deine Ehe, in deine Beziehung, in dein Beziehungshaus zu investieren. Aber vielleicht sagst du, ich bin schon lange verheiratet und das sieht bei mir nicht so rosig aus wie da vorne. Da gibt es schwierige Zeiten. Das Beziehungshaus ist am Verlottern, ist vielleicht sogar schief geworden. Da gibt es Verletzungen oder vieles, was kaputt ist und du bleibst nur in dem Beziehungshaus, vielleicht wegen der Kinder oder wegen anderen Sachen. Egal wegen was du heute da bist, vielleicht bist du verwitwet, vielleicht bist du geschieden. Ich will einfach dich ermutigen, mach heute das Herz auf für das, was Jesus dir mitgeben will. Aus diesen verschiedenen Gedanken heraus, wenn wir in das Gebot eintauchen und mal schauen, was hat Gott sich da dabei gedacht. Machen wir unser Herz auf und nehmen das mit, was Gott uns mitgeben will, gerade jetzt in die aktuelle Zeit hinein. Ich will Gott dafür beten. Danke, Jesus, dass du
jetzt in dem Moment, egal ob wir da vor Ort sind, ob wir die im Livestream sind, egal zu welcher Zeit wir das schauen, du willst uns etwas mitgeben. Du willst uns etwas aufs Herz legen, das dran ist. Und wir wollen unsere Herzen auftun, Jesus, dass du kannst reden. Weil wir wünschen uns starke Beziehungen. Amen. Es ist einmal noch nie jemand am Morgen aufgestanden, also ich habe noch von keinem gehört, der so gesagt hat, wow, heute freue ich mich so richtig, um wieder mal so einen richtigen Krach zu haben, dass irgendwie richtig schief läuft in der Beziehung und Groll kommt und Hass kommt. Weil irgendwo in uns drin wünschen wir uns all, dass wir gute Beziehungen haben, dass wir gestärkte Beziehungen haben, dass sie uns ermuntern, erfrischen, dass sie uns aufbauen. Und manchmal denke ich auch, wie lohnt sich der Blick in die Bibel hin? Wenn wir das heute auch machen, das kleine Gebot, was hat sich Gott da dabei alles gedacht? Und es gibt so viele spannende Sachen da drin, die wir lesen dürfen. Also beim Autofahren ist es eigentlich ganz logisch. Ich bin sehr froh, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dass es dort die Leute rumfahren, dass die eine Fahrprüfung haben müssen machen. Also beim Autofahren ist es so logisch. Zuerst musst du eine Theorieprüfung machen. Nachher tust du anfangen mit dem Fahrlehrer fahren. Du musst Training machen, hast einen Experten quasi bei dir, gehst noch in Theoriekurs und am Schluss musst du Prüfung machen. Und wenn man es dann immer noch nicht können, dann muss man die ganze Runde nochmal machen, bis man es schafft und auf der Straße unterwegs ist. Also wenn es nicht so wäre, ich hätte Angst zum unterwegs sein. Manchmal dunkt es mir bei Beziehungen, gerade bei der Ehe, dass man so wie ein Experiment einfach reinstürzt. Und mal schaut, wie es rauskommt, was passiert. Also am Anfang ist es meistens mega schön, dann ist so die Verliebtheit da, dann sind die Hormone da und es ist alles wunderbar. Und vielleicht kennst du gerade so ein verliebtes Bärli und sagst, wow, der andere, der ist einfach perfekt, der ist so cool, wir passen mega gut zusammen. Das ist übrigens noch spannend, für die Hormone muss man ja eigentlich gar nichts machen, die kommen wie automatisch und man ist dann ready, um richtig viel investieren. Da kommt vielleicht so irgendwann einmal eine Verlobtheitsphase und dann tut man schauen, dass man das Beziehungshaus nachher instand behalten und die einen heiraten dann und manchmal fängt es dann an, dass man das Beziehungshaus wieder verlottern lässt. Dass die Hormone weggehen und manchmal hört man dann, oh, wie habe ich noch denken, dass der so perfekt ist. Jetzt habe ich ihn aber kennengelernt. Wie habe ich gedacht, wir könnten da zusammenpassen. Und es ist ja ganz oft, dann sind die Hormone weg und wir kennen das aus verschiedenen Beispielen wahrscheinlich auch in eurem Umfeld. Dann steigt man aus der Beziehung aus und geht wieder in eine neue Beziehung rein, wieder neue Hormone kommen, wieder läuft alles rund und super gut und nachher geht es wieder vorbei und dann kommt wieder das Nächste. Und die Bibel ermutigt uns und sagt, hey, schaut mal an. Es gibt im Fall einen Architekt von diesem Beziehungshaus. Einer hat die Idee gehabt von diesen Beziehungen und der hat ein paar gute Ideen. Und nicht einfach so ein Experiment da reinfahren und schauen mal, was passiert, sondern es steht so viel da rein. Vielleicht hörst du da zu als Christ und sagst, ja, ich habe eine Bibel daheim, aber wirklich mal suchen, was sagt Gott alles über Beziehungen. Es ist ein mega spannendes Thema in der Bibel, das fast von vorne bis hinterst immer wieder vorkommt, auf so vielfältige Art und Weise. Und es lohnt sich so, da drin zu schauen, was sagt Gott uns alles über Beziehungen. Und darum wollen wir auch genau anschauen bei dem Gebot. Es sind 4 Wörter, die da stehen, im 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Ganz kurz, ganz einfach. Wenn jemand wieder mal einen Bibelvers will auswendig lernen, also der ist jetzt wirklich ein einfacher. Schauen wir mal genau an, was meint eigentlich Gott da damit? Was will er uns da mitgeben in seinem Wort hinein? Als erstes, ja, es ist ein Gebot, es ist eines der 10 Gebote. Und im Alten Testament gibt es ja ganz viele Gesetze und Gebote. Ich habe am letzten Sonntag probiert, ein bisschen aufzuzeigen, was Gesetze oder Gebote sind. Also Gebot, das ist nicht quasi eine Möglichkeit für uns, wie wir ein Eintrittsticket in den Himmel uns verdienen, wie wir können uns den Weg in den Himmel ebnen. Das ist etwas, das kann nur Jesus schenken. Durch seine Gnade und durch seine Vergebung dürfen wir zu Gott kommen und in Ewigkeit bei Gott sein. Aber es ist etwas anderes. Es ist Gott, der den Himmel zu uns auf die Erde bringt. Es ist Gott, der in die Erde einbricht, zu den Menschen gekommen ist und denen etwas gegeben hat, uns etwas gegeben hat, etwas Wertvolles, quasi direkt aus dem Himmel raus. Ich sage jetzt mal, wie auch eine himmlische Beziehung kann funktionieren. Jetzt gibt es neben den 10 Geboten auch noch ganz viele andere Gebote und Gesetze. Ich weiss nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du im Alten Testament am Lesen bist.
die meisten Leute haben ja so eine Bibel bei sich daheim und dann liest man da manchmal von diesen Gesetzen und von diesen Geboten im Alten Testament und es hat all die Opfergesetze und so. Man denkt, was fange ich jetzt mit dem an? Und es ist wichtig, sich mal zu überlegen, ja, was ist so ein guter Umgang, ein biblischer Umgang? Wie soll man das verstehen? Was soll man mit all diesen Sachen machen? 2, 3 kurze Hinweise dazu, die mir persönlich viel helfen, wenn ich im Alten Testament am Lesen bin. Das erste ist, Jesus selber sagt etwas über Gesetz und über Gebot im Alten Testament. Und zwar in Matthäus 15, Vers 17 und 18 können wir das lesen, was Jesus da gesagt hat. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also interessant, Jesus sagt, das Gesetz, Prophet, das ist quasi das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, um es für ungültig erklären oder so. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Okay, erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Spannend, Jesus sagt, das Gesetz, Propheten, das Alte Testament, das ist für ihn zuverlässig. Das ist gültig. Das ist da, um zu brauchen. Und er sagt, es wird nicht verrückt, verändert, für ungültig erklärt werden oder so, bis die ganze Welt zergeht. Und er sagt auch etwas anderes. Er sagt, er ist gekommen, um es zu erfüllen. Einerseits heißt es natürlich, ja, Jesus hat gelebt auf dieser Welt, ganz als Mensch, ganz als Gott. Und er ist der Einzige, der es geschafft hat, das ganze Gesetz, das ganze Gebot perfekt einzuhalten. Ohne Fehler, ohne Tadel. Aber es bedeutet auch noch etwas anderes. Viele von diesen Gesetzen und Geboten, die wir lesen im Alten Testament, auch Prophetien, die hat Jesus erfüllt. Im Sinn von dem, dass er quasi die Antwort darauf ist, dass es bei ihm in Erfüllung gegangen ist. Gerade alle zum Beispiel Opfergesetze, die wir lesen im Alten Testament, die sind ja gewesen, damit man rein werden kann, damit man heilig werden von Gott, ein stellvertretendes Opfer für seine Schulden, für seine Sünden kann geben in dem Sinn. Und Jesus, er ist das Vollkommene, das Endgültige, das absolute, stellvertretende Opfer gewesen, das wir Menschen brauchen. Es ist kein Neues mehr nötig, es gibt kein Besseres mehr. Also ich habe noch nie einen Christ gesehen, der heutzutage in den Garten gegangen ist, dort ein paar Steine, einen Altar aufgestellt hat und irgendwie ein Schaf geschlachtet oder so. Es ist absolut logisch, Jesus, er ist das vollkommene Opfer gewesen und es braucht kein anderes mehr. Jesus hat die Gesetze und die Gebote, wo es um die Reinheit geht, er hat die erfüllt. Andere Gesetze und Gebote, die hat Jesus oder das Neue Testament genommen und gesagt, das hat noch viel tiefere Bedeutung. Das muss man mal gut verstehen. Zum Beispiel hat es im Alten Testament einige Gesetze und Gebote darüber, dass gewisse Tiere, wenn man sie isst, die Israeliten damals unrein gemacht haben. Und in der Apostelgeschichte lesen wir jetzt, dass nicht, oder Jesus selber hat gesagt, dass nicht das, was in uns reingeht, uns unrein macht, sondern das, was aus uns rauskommt, uns unrein macht, wie es aus dem Herzen kommt. Ganz spannend, vielleicht schon ein bisschen Beziehungs-Know-how heute Morgen. Worte, die rauskommen aus unserem Mund, aus unseren Lippen, die können sehr viel Schaden anrichten, können aber auch sehr viel Gutes anrichten. Interessant, aber Jesus hat ein gewisse Gebot und Gesetz einfach genommen und bestätigt oder sogar noch verschärft. Zum Beispiel das, was wir jetzt heute darüber nachdenken, hat Jesus auch gebracht und darüber geredet. Da kommen wir nachher noch dazu. Das bedeutet für mich, wenn ich in der Bibel lese und ich bin bei diesen Gesetzen unterwegs und da kommt irgendein komisches Gebot und ich denke, meine Zeit, was fange ich jetzt mit dem an? Was soll ich mit dem machen? Ist das jetzt irgendwie, soll ich das umsetzen oder keine Ahnung? Dadurch mir überlegen, hat das etwas damit zu tun, mit dem Opfer, dem stellvertretenden Opfer von Jesus, mit dem Reinwerden. Und wenn das so ist, dann muss ich sagen, hey, Jesus, jetzt habe ich ein bisschen mehr verstanden, was du gemacht hast. Was im Alten Testament immer wieder versucht worden ist, aber Jesus, bei dir ist es vollkommen gewesen. Und wenn das nicht so ist, dann überlege ich mir ja, okay, wird es im Neuen Testament irgendwo wieder aufgegriffen? Wird es vielleicht sogar vertieft? Wird es mehr nach seiner Bedeutung zugeführt? Tut es Jesus selber verschärfen? Manchmal gibt es da ganz spannende Entdeckungen zu machen. Und so überlege ich mir, was hat das heute für mich zu bedeuten? Wie bringt es mir den Himmel auf Erde? Vielleicht auch eine Ermutigung für dich, wenn du im Alten Testament liest, genau anzuschauen. Manchmal gibt es dann also Situationen, dann sitze ich da und denke, das ist jetzt wirklich ganz irgendwie komisch, was mache ich jetzt mit dem? Und ich kann es irgendwie auch nicht recht einordnen, was hat das jetzt zu bedeuten? Und dann gibt es wie zwei Möglichkeiten. Manchmal sage ich dann, okay, heute, in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe,
Jesus, hast du so viel schon zu mir gesagt, du hast mir etwas aufs Herz gelegt und das will ich mitnehmen. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich die Stelle lese, zeigst du mir etwas zu dieser Frage, die ich noch habe. Aber ich lasse manchmal wie auch einfach stehen. Oder ich merke, nein, dort will ich jetzt wissen, was mit dem gemeint ist. Und dann gehe ich graben. Dann lese ich irgendwie andere Übersetzungen, um zu schauen, ob es dort noch mal ein bisschen anders steht, dass ich es vielleicht ein bisschen besser verstehe. Oder ich lese einen Bibelkommentar oder gehe Auslegung lesen. Ich frage andere Leute, du, wie verstehst du das? Was würdest du damit machen? Und gehe dem auf den Grund, bis ich eine Antwort habe. Und man findet immer eine Antwort. Manchmal verstehen wir es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich will dich ermutigen, go buddeln gehen, go graben lassen und die Schätze rausheben. Das lohnt sich mega. Also auch unseres, das ist eines der 10 Gebote. Und da können wir jetzt sagen, Jesus hat das wieder aufgegriffen und er hat noch deutlicher gezeigt, was damit gemeint ist. Und er hat sogar noch bestätigt und verschärft, könnte man sagen. Übrigens, alle 10 Gebote ist ganz spannend, dass sie im Neuen Testament wieder aufgegriffen und bestätigt werden. Also wir sind bei den 10 Geboten wirklich so am Kernpunkt von dem, was Gott uns Menschen mitgeben auf den Weg, wie ein Stückchen Himmel zu uns kann kommen. Jetzt heisst das erste Wörtchen, wir schauen wirklich genau an, das heisst du. Du. Gott startet mit dem Du. Finde ich noch interessant. Gott sagt, ergreif du die Initiative. Wenn es um Beziehung geht, auch um die Ehebeziehung und vielleicht besonders dort, dann startet es beim Du. Manchmal denke ich mir, manchmal, wenn wir am liebsten so Götter sind, oder? Wir sagen auch immer du. Dann hast du irgendeinen Krach daheim und denkst, du musst dich jetzt entschuldigen. Oder dann ist irgendein Konflikt und sagst, du musst den ersten Schritt jetzt auf mich zu machen. Oder lebt man sich auseinander und denkst, du musst Initiativen ergreifen. Oder wünschst dir ein bisschen mehr Zärtlichkeit oder so etwas und denkst, du musst auf mich zukommen. Oder du musst mal ein bisschen mehr Zähne putzen oder was auch immer. So schnell denken wir vom Du. Aber Gott sagt uns du. Und unsere angemessene Reaktion ist darauf ich. Gott, du meinst mich? Okay. Also du schickst mich los. Du schickst mich in den nächsten Schritt. Das ist eine Herausforderung. Es braucht Kraft, okay. Du schickst mich. Du willst, dass ich Verantwortung übernehme. Irgendwie ist das ja auch etwas Cooles. Gott traut mir zu, dass ich Verantwortung übernehme für meine Beziehung. Er will, dass ich mündig bin, dass ich selber Initiative bin, dass ich nicht einfach Sachen mit mir geschehen lasse und sage, da muss etwas passieren. Da will ich dran angehen. Da will ich etwas ändern. Und egal, das ist jetzt für alle Beziehungen etwas mega Spannendes zum Mitnehmen. Vielleicht hast du, ich weiss nicht, wo jetzt gerade deine Baustellen sind, irgendwelche Herausforderungen in der Beziehung in der Familie, in der Ehe oder auch mit Arbeitskollegen, in der Kleingruppe oder mit dem Team, wo du miteinander unterwegs bist, auch in der Gemeinde, in der Mitarbeit oder andere Beziehungen. Zuerst sagt Gott du. Und wir dürfen sagen, okay, ich, Gott, du schickst mich. Du gibst mir eine Verantwortung. Und dann denke ich mir, okay, Jesus, aber was soll ich jetzt tun? Ich glaube, der Kernpunkt von dem, was die Bibel immer wieder sagt, ist, dass wir Gott mit reinnehmen in unsere Beziehungen. Ich glaube, dort startet alles. Also wenn Gott mir sagt, du Philemon, dich schicke ich jetzt, dann versuche ich als erstes Gott mit dazu zu nehmen. Und ihn zu fragen, ja, was meinst denn du? Dass ich mal so ein bisschen im Beziehungsratgeber lesen. Und ich meine jetzt nicht damit irgendwie 20 Minuten und Dr. Sex irgendwie seine Beziehungstipps, sondern dass ich bei diesem Beziehungsratgeber lese. Gott, was sagst du denn da dazu? Dass ich Jesus frage, was willst du? Als nächstes können wir sagen, heisst, du sollst nicht. Das ist jetzt relativ einfach verständlich, da muss man nicht so viel drüber sagen. Und da kommt das spannende Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Es besteht ja auch aus 2 Bestandteilen, Ehe und Brechen. Und es ist spannend, der Blick in die Bibel, was sie sich vorstellt unter Ehe. Kurz der Blick ganz am Anfang der Weltgeschichte, das lohnt sich mega, um mal zu schauen, wie dort die Ehe schon vorkommt. Also wir lesen am Anfang im Alten Testament, im ersten Kapitel, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat den Adam geschaffen. Und dann sieht Gott den Adam und sagt, es ist nicht gut, dass der allein ist. Darum will ich ihm ein Gegenüber geben. Eine Hilfe, eine Ergänzung. Ergänzung ist eigentlich das perfekte Wort. Und dann schickt er einen tiefen Schlaf über den Adam und er schafft Eva und irgendwie wacht der Adam wieder auf und die kommen zusammen und Adam denkt, boah, die beste Frau der Welt habe ich da gefunden. Und die kommen dann zusammen und so.
Es ist paradiesisch. Und dann ganz spannend, im 1. Mose 2, Vers 24, dort sagt Gott so 2, 3, oder dort lesen wir so wie einen Schlüsselsatz darüber. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Also ein erster Gedanke dazu, die Ehe, dass ein Mann und eine Frau zusammenkommen in eine neue Einheit, das ist etwas Paradiesisches. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat von Anfang an, schon vor dem Sündenfall. Ein zweiter Gedanke dazu, manchmal sagen die Leute, oder man hört oder man liest, Ehe, das ist eine veraltete Institution. Das ist doch heute nicht mehr aktuell, das ist schon lange vorbei, heute ist das alles anders, modern und so. Aber die Ehe, das ist eine Erfindung von Gott. Und Gott ist immer aktuell. Ein dritter Gedanke dazu, die Ehe ist nicht etwas Beliebiges, sondern die Ehe im biblischen Sinn, das ist dort, wo ein Mann und eine Frau zusammenkommt und Gott sie zu einer Einheit zusammen werden lässt. Da gehören wieder 3 Schritte dazu. Das erste ist, man verlässt die Eltern. Das bedeutet natürlich vor allem, dass man selbstständig ist, dass man auf eigenen Beinen steht. Das zweite, das Binden gehört dazu, dass man zusammengebunden wird. Durchs Heiraten, wenn man das Wort nimmt, zusammenkleben, also es findet etwas Öffentliches, eine Art statt, wo man weit zusammenkommt, eine Hochzeit. Und das dritte, dann eine Einheit, die entsteht. Gerade junge Leute, die die Stelle lesen, die habe immer gedacht, als ich noch ein bisschen jünger war, da geht es jetzt vor allem um die körperliche Vereinigung, um den Sex. Und dann dachte ich, das ist schon eine coole Sache. Jetzt muss ich das auch noch haben mit dem Heiraten und so. Das würde mich jetzt das noch lässig. Aber es geht noch um viel mehr. Übrigens, ich weiss nicht, wie das Thema Sex, das ist ja mega spannend. Das wird jetzt heute da nicht mega, das habe ich nicht mega vertieft da mitgenommen. Aber die Bibel sagt ja da ganz spannende Sachen dazu. Im 1. Korinther 7 zum Beispiel, da hat es ein paar ganz interessante Sextipps drin. Aber es geht ja dann um viel mehr bei dieser Einheit. Es geht um eine Einheit von Liebe. Es geht um eine Einheit, wo Gott schafft. Um eine Einheit, wo auch den besten Rahmen gibt für Nachwuchs, für Kinder, zum Aufwachsen, zum sich entfalten. Und Jesus selber nimmt den Gedanken auch auf im Neuen Testament und sagt etwas über die Einheit. In Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Dort sagt Jesus, er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Das haben wir jetzt wirklich gerade gelesen. He? Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein. So, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also ganz interessant. Die Verbindung, die entsteht, ist nicht etwas, was Menschen machen. Die Verbindung, die entsteht, ist nicht irgendwie der Standesbeamte tut das zusammen oder der Pfarrer, der dann da die Trauung macht oder so, sondern Gott schafft in dem Moment etwas. Eine Einheit, eine Verbindung, so eine Art eine göttliche Verbindung, eine paradiesische Verbindung. Ein weiterer Gedanke, wenn ich schaue, was bedeutet Ehe in der Bibel, es wird immer geredet vom Ehebund, vom Bund, der geschlossen wird zwischen einem Mann und einer Frau. Heute so im heutigen Zeitalter sind vor allem Verträge wichtig. Und ich finde das noch 2, 3 spannende Gedanken. Was meint eigentlich die Bibel mit einem Bund? Was ist der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag? Ich habe da eine kleine Tabelle mitgenommen, wo ich euch 3 Unterschiede so zeigen will. Das erste ist, in einem Bund. Ein Bund schließt man in gegenseitigem Vertrauen und in gegenseitigem Verpflichten. Ich sage, hey, ich verpflichte mich dir. Ich meine, was man sich amigs verspricht, also um eine Hochzeit, also die zwei, die sich trauen, das ist noch krass, oder? Ich will bei dir bleiben, bis der Tod uns scheidet, die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Ich muss also sagen, das ist eine rechte Verpflichtung, die man eingeht in so einem Bund. Im Gegensatz ein Vertrag, den schließt man in gegenseitigem Misstrauen. Ich meine, einen Vertrag muss man schließen, wenn man denkt, der andere hält sich nicht dran, dass man dann Klarheit hat, was jetzt gilt. Zweiter Vergleich, bei einem Bund gibt man seine Rechte ab und man übernimmt Verantwortung. Im Gegensatz beim Vertrag, da beharrt man auf seine Rechte und dann gibt man Verantwortung ab.
Bei einem Ehebund, dort sagt man, ich will dich höher achten als mich selber. Ich will nicht auf meine Rechte beharren, sondern ich will schauen, dass du zu deinen Rechten kommst. Man übernimmt Verantwortung dafür. Bei einem Vertrag schaut man vor allem, dass man auf seine Rechte beharren kann und die auch einfordern kann. Und dafür verantwortlich muss dann der andere sein. Und eine dritte Ebene, bei einem Bund achtet man den anderen höher als sich selber. Und bei einem Vertrag sucht man vor allem seinen eigenen Vorteil. Ich stelle mir es ein bisschen so vor, während du das Beziehungshaus baust, wo du nicht dort einziehst. Ein Vertrag wäre so, wie wenn du das Beziehungshaus in eine Mietwohnung einziehst. Du gehst dort rein, von Anfang an ist klar, du willst nichts darin investieren. Wenn etwas kaputt geht, dann muss der andere zahlen. Und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann ziehst du wieder raus. Aber bei einem Bund ist es anders. Das ist, wenn du ein Haus kaufst, dann investierst du alles drin. Dann lässt dich richtig viel kosten. Und dann verpflichtest du dich, du willst dort bleiben. Wenn etwas kaputt geht, dann schaust du, dass du es wieder flicken kannst. Wenn es dir nicht mehr gefällt, dann kaufst du ein paar neue Möbel. Du tust wieder mal richtig rausmisten. Du tust umbauen oder du tust anbauen. Und du lässt dich vieles kosten. Ich finde das noch ein cooler Vergleich. Das Beziehungshaus. Ich wünsche euch, dass ihr nicht in eine Mietwohnung einzieht, sondern dass ihr in ein Beziehungshaus einzieht. Jetzt ist da aber noch ein zweiter Gedanke. Ehe, das paar Gedanken dazu, was die Bibel sagt über die Ehe. Aber es heißt ja, du sollst nicht Ehe brechen. Was ist denn mit dem Brechen gemeint? Eigentlich ist jetzt klar, wo der Gott ist, der will Einheit stiften. Er will, dass die Sachen zusammenkommen. Er will, dass eine Lebenseinheit entsteht. Quasi eine neue Ergänzung kommt, Hilfe kommt, so etwas Paradiesisches. Gott ist der zusammenführen will. Und brechen, das ist eigentlich jede kleine Tat, jede kleine Entscheidung, die man fällt in seiner Beziehung, wo die Sachen wo die Beziehung auseinanderbringt, wo sie auseinanderzieht. Viele denken irgendwie, Ehe brechen, damit ist gemeint, wenn der Mann mit irgendeiner fremden Frau ins Bett hineinhüpft. Natürlich ist das auch damit gemeint. Aber es ist noch viel mehr. Es ist jede kleine Tat, Handlung, Entscheidung, die die Beziehung auseinanderbringt. Weil Gott will, dass es zusammenkommt. Jesus selber greift das auch auf. In Matthäus 5, Vers 27, dort nimmt er ganz genau auf das Gebot Bezug. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass gibt zur Sünde, so reiß es aus und wirf es von dir. Ich frage mich, wieso ist Jesus so streng? Wieso geht es so ums Detail, ums Kleine? Wir waren im Herbst in der Ferien. Wir hatten hier eine schöne Ferienwohnung mit einem schönen Holztisch und schönen Holzstühlen. Und dann einmal bin ich dann so angesessen und bin so angelehnt und dachte, okay, jetzt ist nicht gut. Zum Glück bin ich nicht so fest angelehnt, sonst wäre ich gerade am Boden gelegen. Bin natürlich sofort aufgestanden und schauen gegangen. Und tatsächlich bei dem Stuhl, bei dem Holzbein, hat es so eine Bruchstelle gehabt. Man hat gesehen, wie es Riss drin hat, wie es am Auseinanderreißen ist. Ich habe natürlich gedacht, ui, da sind da schon alles für Leute drauf gesessen, sind noch immer die anderen schuld, gell? Was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht drauf gesessen wäre und es hätte gemacht und ich wäre am Boden gelegen? Es wäre richtig gebrochen. Zum Bruch beiträgt. Jeder, der da drauf gehockt ist und ein bisschen zu fest angelehnt wird, hat etwas zu dem Bruch, zu dieser Bruchstelle beitragen. Die vielen kleinen Risse, die es gegeben hat, die dann immer zu grösseren Rissen geführt haben, die dann am Schluss zum totalen Zerbruch geführt haben. Jedes Stückchen hat zu dem Bruch dazu beitragen. Und Gott ist aber der zusammenführen will. Und das ist jetzt ein riesiges Spannungsfeld. Auf die einen Seite sehen wir das Film von der perfekten Ehe. Wir sehen, was Gott sich dabei gedacht hat, was er sich wünscht, eine Einheit, eine liebevolle Einheit mit gegenseitiger Ergänzung. Und auf der anderen Seite sieht es oft in der Realität völlig anders aus. Übrigens, ich habe jetzt da ein sehr höheres Bild gezeichnet, das die Bibel uns gibt, auch von der Ehe. Vielleicht bist du auch da als Single und die Bibel redet übrigens auch über Single sein, das ist noch interessant. Der Paulus sagt sogar, übrigens, ihr Singles, bitte bleibt Singles, heiratet ja nicht. Das muss man sich auch mal noch anschauen, das 1. Korinther Kapitel 7. Er sagt dann, weil es ist viel wichtiger, dass man sich voll und ganz im Reich von Gott investieren kann. Also,
Ich geniesse meine Ehe sehr, wo ich kann, meine Familie. Und ich denke aber manchmal, der einzige Grund, wieso dass ich vielleicht gescheiter nicht geheiratet hätte, das wäre, dass ich richtig im Reich von Gott investieren könnte. Das ist, glaube ich, das ist eine mega Erfüllung. Aber der Paulus schreibt dann auch, es ist übrigens keine Sünde, wenn man dann heiratet. Kann er ja fast nicht anders, weil eben, Gott hat ein sehr hohes Bild von der Ehe. Und er hat Menschen geschaffen, um in Beziehung leben miteinander zusammen. Aber vielleicht erlebst du deine Ehe nicht paradiesisch, sondern vielleicht mehr als eine Hölle. Vielleicht ist viel Streit da. Manchmal ist es ja laut, manchmal kann es ja ganz leise sein. Ich habe gerade ein Beispiel oder einen Lebensbericht gesehen von einem jungen Pärchen, frisch verheiratet. Wegen Kleinigkeiten haben die sich angeschwiegen. Weil Frauen ein bisschen zu spät gekommen sind, haben sie nach 3 Tagen einander angeschwiegen und kein Wort gesagt. Der Konflikt kann ganz still sein. Übrigens, jetzt würde mich wundern, was findet ihr schlimmer? Wenn man im Konflikt laut wird oder wenn man im Konflikt sich anschwigt? Wer findet es schlimmer, laut werden? Wer findet es schlimmer, sich anschweigen? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Konflikt, wie sie sich zeigen können. Jetzt könnte man gerne eine Online-Umfrage machen. Auseinandergelebt, einander egal geworden. Viele kleine Brüche, die irgendwo sichtbar sind. Und die, die sich nicht nach Paradies anfühlt, sondern vielleicht dann nach alltäglicher Hölle. Manchmal sind so die kleinen Sachen, wo sich das addieren lässt. Und plötzlich merkt man, oh, da hat es Bruchstellen drin. Ich bin vor der Herbstferien, am Abend bin ich noch da gewesen. Ich weiss nicht mehr, Sitzung oder Kurs oder irgend so etwas. Und nachher ist das fertig gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich heimgehen zu meiner lieben Frau. Und das wäre eigentlich noch cool gewesen, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt heimgehe, dann wartet dort noch ein bisschen Arbeit auf mich und ich muss noch dieses machen und jenes machen. Und ich habe dann gefunden, ich bin jetzt schlau, ich hocke da zu meinem Computer. Dann habe ich gedacht, oh, heute war noch ein bisschen Sport gewesen, das ist ja dort noch voll gelaufen vor der Herbstferien, noch ein bisschen Sport geschaut und so. Und es ist dann ein bisschen spät geworden, bis ich heimgekommen bin. Und meine Frau war zum Glück schlau gewesen und hat dann gefunden, du, wieso hast du den Feierabend alleine gemacht und nicht mit mir zusammen? Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, Achtung, Achtung, du hast dein Lebenshaus, dein Beziehungshaus jetzt gerade ein bisschen verlottern lassen. Aber zum Glück war sie sehr gemerkt und manchmal sind es so die kleinen Sachen, die sich einfach zu einer Bruchstelle ausweiten, oder? Manchmal sind es auch grosse Sachen, die zu einer Bruchstelle führen können, schwere Sachen, tiefe Sachen. Und etwas müssen wir uns bewusst sein, Ehe, auch heutzutage, wir Menschen, wir leben unter einem Sündenfall, es ist nicht mehr perfekt. Vielleicht als Mann sagst du, ja, ich gebe mir jetzt so Mühe. Jeden Tag will ich heimkommen und meine Frau fragen, wie ist es dir heute gegangen? Und es geht wunderbar, 1 Woche lang. Und dann bist du einfach so kaputt, dass du trotzdem mit deinem Hobbykeller runtergehst, direkt, wenn du heimkommst. Oder als Frau sagst, ich will nicht mehr mit meinem Mann rumnörgeln. Jetzt gebe ich mir so Mühe und schaffst es 2 Wochen lang. Und dann lässt er wieder seine Drecksocken irgendwo rumliegen und es luft einem einfach den Deckel. Als Menschen sind wir nicht perfekt. Als Menschen können wir es nicht schaffen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dem Moment Gott mit dazu nehmen in unser Beziehungshaus hinein. Ganz grundsätzlich, egal welche Beziehung das ist, aber auch besonders in der Ehebeziehung. Wenn Groll da ist, wenn Hass da ist, wenn Liebensunfähigkeit da ist über eine längere Zeit, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass dann etwas nicht stimmt in der Beziehung mit Gott. Wenn da Konflikte sind, die man über längere Zeit nicht klären kann, Sachen, die man nicht versöhnen kann, wenn man nach 3 Jahren all die Sachen von vorher wieder vorholt. Ich glaube, in erster Linie muss man dann mal zu Gott gehen und sagen, hey, ich muss da etwas in der Beziehung zu dir, Gott, klären. Dass Gott wieder dazukommen kann. Dass so ein bisschen der paradiesische Zustand wieder ist, wo die Menschen ganz nah bei Gott sein können. Vielleicht sagst du auch, okay, irgendwie, wie kann das denn sein? Wie kann ich in die Nähe wieder zu Gott hineinkommen, so wie es im Paradies war, dass er mir Liebe kann ermöglichen kann, dass er mir das schenken kann. Es gibt einen spannenden Vers im 1. Johannes 1,9. Jetzt steht es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe Jesus gar nicht so bewusst in mein Leben eingeladen, dass er kommt und dass ich wieder mit ihm zusammen sein kann, dass vielleicht so eine paradiesische Beziehung überhaupt möglich ist. Dann darfst du wissen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir von ihm bekennen, was wir schlecht machen, wenn wir Jesus um Vergebung bitten, von diesen Sünden, von diesen Schulden, dann vergibt er uns und wäscht uns absolut rein, sodass die Nähe zu Gott möglich ist.
Im Römer 10, Vers 9 heißt es nachher ganz spannend, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich möchte dich einladen, zum Jesus zum Herz machen. Das ist ein kleines Wörtchen, das da am Anfang von dem Vers steht. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Das betrifft uns alle. Mach Jesus immer wieder bewusst neu zum Herr. Das heißt, zum ersten Platz in deinem Leben. Gib ihm die absolut erste Priorität. Mach ihn zum Mittelpunkt. Setz ihn auf deinen Lebensthron. Für meine Beziehung bedeutet das, dass ich sage, Jesus, wie willst du, dass ich die Beziehung gestalte? Das bedeutet, wenn ich am Abend müde bin, nach dem Programm, das da noch gelaufen ist, und ich denke, soll ich jetzt heimgehen oder nicht, dass ich sage, Jesus, was würdest du jetzt machen? Würdest du jetzt da am Kompi hängen und ein bisschen Sport schauen oder würdest du etwas anderes machen? Manchmal kommt es einem dann sehr schnell in den Sinn, was Jesus würde machen, oder es leitet einem richtig aufs Herz. Ganz spannend, wenn man weiterliest und Jesus so mit dazu reinnimmt, im Römer 5,5, dort heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Man merkt, dann passiert etwas in uns rein, wo wir Menschen nicht können. Eigentlich ein Wunder passiert. Wenn Jesus auf unserem Lebensthron sitzt, wenn er unser Herr ist, dann schenkt er uns den Heiligen Geist und durch das kommt seine Liebe in unser Leben hinein. Seine göttliche, himmlische Liebe erfüllt uns dann ganz. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, im 1. Johannes 4, Vers 7, dort heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Dein Ehepartner wird nie das Loch in dir stopfen können, wo du hast, wo du Liebe brauchst, wo du Nähe brauchst, wo du Zuneigung brauchst. Das kann nur Gott. Vielleicht ist das auch so ein wichtiger Punkt vom biblischen Beziehungs-Know-how. So die Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach nicht einsam sein. Man kann verheiratet sein und im gleichen Bett liegen und trotzdem absolut einsam sein. Das Loch, um die Einsamkeit zu stopfen, das kann nur Gott stopfen. Die Liebe schenken, die wir wirklich brauchen, das kann nur Gott schenken. Wenn ich das von meinem Gegenüber erwarte, also wenn Gianni, meine Frau, erwartet, dass ich ihr Liebesloch könnte stopfen, dann wird sie schnell enttäuscht werden. Ich gebe mir Mühe zu machen, was ich kann, aber ich bin ein Mensch. So gut, dass sie an Jesus glaubt und bei ihm das Loch stopfen lässt. Und dann passiert das Wunder. Vielleicht sagst du jetzt da, okay, Phil, das klingt alles gut, aber du kennst meinen Mann nicht. Du kennst meine Frau nicht. Das geht nicht. Ich kann die nicht lieben. Und das stimmt, ich kenne wahrscheinlich deinen Mann und deine Frau wirklich nicht. Und vielleicht kannst du sie auch nicht lieben. Aber ich kenne Jesus. Und ich kenne seine Liebe. Und es ist die Liebe, die er will ausgießen in unsere Herzen. Und diese Liebe, die kann auch Wunder möglich machen. Das ist eine Liebe, die vom Himmel direkt kommt. Ich möchte dich ermutigen, egal wo du stehst, auch dort, wo du anstehst, dass du Jesus mit reinnimmst. Dass du dich von seiner Liebe füllen lässt, dass du ihn neu zum Herr machst von deinem Leben und sagst, komm du in meine Beziehung, ich will mein Beziehungshaus bauen. Mit eigener Kraft schaffe ich es nicht, aber mit deiner Liebe. Gott, deine Liebe soll überfließen und das ist die ich weitergeben will. Ein spannender Artikel, den ich gerade in unserer neuen FEG-Zeitschrift gefunden habe. Ich habe die übrigens auch im YouTube unten gerade verlinkt, da kann man gerade direkt den Artikel lesen. Da schreibt von der Bundesleitung der Michi Dufner. Und zwar schreibt er da einen kleinen Artikel über die 4. Reaktion. Das hat mich gerade sehr inspiriert. Er sagt, es gibt wie 3 Reaktionen, sie sind so typisch für uns Menschen, das haben die Wissenschaftler herausgefunden. Das erste ist in einem Konflikt, dann tut man Fight, kämpfen. Vielleicht kennst du das auch, dann ist irgendein Konflikt und du denkst, jetzt packe ich aus, jetzt zeige ich mal, was alles für gute Argumente für meine Position gibt. Und das zweite, Flight, dass man flüchtet, dass man weggeht, dass man verschwindet, in seinem Hobbykeller oder in seinem Beauty-Badzimmer oder wie auch immer. Dritte Möglichkeit, natürliche, dass man Freeze macht, dass man erstarrt, dass man einfach sich zurückzieht und nicht mehr reagiert, quasi wie zumacht. Und er sagt, es gibt noch eine 4. Reaktion. Und die 4. Reaktion ist, dass man Jesus mit dazu nimmt. Dass man sagt, okay, stopp,
Natürlich würde ich jetzt am liebsten flüchten, kämpfen, was auch immer. Aber Jesus, was willst du machen in dieser Situation? Was ist deine Liebe, die du gibst, dass ich sie weitergeben kann? Übrigens, der Michi Dufner kommt gerade am nächsten Sonntag zu uns, um über das nächste Gebot zu reden. Mega spannend, was er für Gedanken hat dazu. Er hat mir schon ein paar Gedanken geschickt, das lohnt sich sehr. Und nehmt das Heftchen mit, lesen mal den Artikel da. Manchmal ist es auch sonst inspirierend. Ich habe noch einen Artikel gefunden, wo es um Investieren geht, ins Beziehungshaus investieren. Da wird man eingeladen für so einen Ehetag, um die Ehe so richtig erfrischen zu lassen, mit Inputs und Inspirationen von außen im Januar. Das wäre vielleicht auch eine coole Möglichkeit, um zu sagen, mal, ich investiere etwas, das ist dran bei mir. Und vielleicht das Kernpunkt. Nimm Jesus mit dazu, in deine Beziehung hinein. Und geh den Weg von der 4. Reaktion. Ich würde gerne beten. Danke, Vater im Himmel, für die Bibel. Danke, dass sie so viele Ratschläge und gute Ideen hat zu Beziehungen, wie wir Beziehungen gestalten können, wie wir unser Beziehungshaus bauen können. Und du weißt es, du bist der Architekt. Du hast einen wunderbaren Plan. Und Vater im Himmel, auch wenn wir ehrlich sind und sagen, trotzdem schaffen wir es nicht. Trotzdem können wir in so vielen Situationen dem Plan nicht entsprechen. Dann dürfen wir zu dir kommen. Wir wollen dich einladen, Jesus Christus, und sagen, du bist der Herr von unserem Leben. Und wir wollen dich auch zum Herr machen in unseren Beziehungen, auch in unseren Ehen. Und wir wollen dich bitten, Jesus, gib uns in diesem Moment, wo wir selber nicht wissen, was wir machen sollen und vielleicht eine menschliche, schlechte Reaktion uns zuvorderst steht, Kraft, zum einmal durchschnaufen und sagen, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass wir deine Liebe immer wieder neu, voll und ganz dürfen erfahren, dass wir sie weitergeben können. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du uns zuerst geliebt hast, bevor wir etwas machen können. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du uns so liebst, dass du dein eigenes Leben gegeben hast für uns. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du den wunderbarsten Bund mit uns eingehen willst. Dass du dich uns ganz verpflichtest. Dass du all deine Rechte weggegeben hast und bis ans Kreuz gegangen bist. Und dass du, Jesus, alles investiert hast in Beziehung zu uns. Alles, was du gehabt hast. Das ganze Leben. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, bist du auferstanden und bist du heute da bei uns. Und wir dürfen dich einladen. Und du schenkst uns deine Liebe in dein Herz. Lasst uns einander lieben, weil die Liebe kommt von Gott. Ich kann auf dem Herzen auch speziell nochmal für die Leute beten, die jetzt in dieser Zeit hineinstehen und Herausforderungen haben, die Angst machen, die sich unsicher fühlen, die sich überfordert fühlen, den Blick ganz auf Jesus zu richten und in einsamen Stunden ganz zu Jesus zu kommen. Jesus, du hast gesagt, in der Welt haben wir Angst, aber sind getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir wollen dich bitten, nimm du die Angst weg und schenk uns deinen Frieden in unsere Herzen. Und ich will dich bitten, Jesus, für jeden, der sich einsam fühlt, gerade in diesen Tagen speziell, schenk du deine Nähe und schenk, dass wir offen sein können für das Gespräch mit dir. Und dass wir dürfen nicht nur wissen, sondern dass wir dürfen erfahren, wie du da bist, in jedem Winkel. Amen.